Es ist Mittwoch, der 17. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Psalm 100, der zweite Vers, sehr berühmter Psalm. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und dazu Kolosser 1,12 im Lehrtext. Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Dienen, unser Erb im Licht. Mein offizieller Titel ist VDM. Das ist der Pfarrertitel auf Latinisch, Verbi Divini Minister, Diener am göttlichen Wort. Und sofort stellt sich die Frage, ist man als Pfarrer ein Minister oder ist man ein Magister? Mini, Minister, Magus, Magister, also klein oder gross. Ein Ministerium oder ein Magistrat. Und beides zusammen kann man nicht sein. Es sollte gar keine Magistrat geben. Sie haben zu Recht einen schlechten Ruf. Das Magistratentum hat man ja ein bisschen gespürt im Management von diesem Covid-Phänomen. Am Parlament vorbei ist sehr viel, sehr schnell, sehr nachhaltig entschieden worden und das wird man dort teilweise lang noch dran haben, das auszufressen. Wo sich Menschen magistratenhaft aufführen, Menschen in einer bestimmten Position, da fühlt sich das Volk nicht ernst genommen, zum Beispiel verschaukelt oder halt einfach verwaltet. Dienen setzt ja ein bestimmtes Verständnis von Dienen voraus. Dienen ist nicht einfach Dienen. Der Begriff Dienen hat ja so seine Vorbilder, seine Archetypen, wie man sagt. Und das Verständnis wird sehr einen grossen Einfluss haben. Mein erstes Erlebnis im Zusammenhang mit Dienen war der Kalif Storch, den wir in der 2. Klasse aufgeführt haben. Ich hatte dann nicht so viel Dutz für grosse Rollen auswendig zu lernen und habe mich gemeldet für einen von diesen zwei Diener. Die sind alle reingekommen, mussten vom einen auf das andere Bein hüpfen und dazu sagen, mit Verlaub, Herr Kalif. Und dann sind sie rausgegangen und haben wieder irgendetwas gereicht oder gebracht oder was es immer auch war. Es war natürlich ein belustigendes Stück. Weniger belustigend ist unser Urverständnis oder das Bild, das albtraumhafte Bild von Sklaverei. Eine abschreckende Rolle von Dienern, weil Menschen werden verkauft, sie haben einen Verkaufswert auf dem Markt und dementsprechend haben sie keinen Eigenwert und sicher auch kein Selbstwertgefühl. Schon ein bisschen milder ist es bei den Knechten. Wir haben in einem Bauerndorf unsere Jugendjahre verbracht, ich und meine Brüder. Rechts und links hat es Knechte gegeben, die einen mehr Karrer, die anderen mehr Melcher. Schlussendlich war es eigentlich eine billige Arbeitskraft bei den Bauern, die angenommen haben, die eben selber nicht einen Hof übernehmen konnten. Wiederum etwas anderes ist ein Messdiener in der katholischen Kirche. Es ist ein religiös eingekleidetes Dienen und im Grunde tritt die Person komplett hinter die Handlung, hinter die rituelle oder sakrale Handlung zurück. Er ist nur wieder verlängert Arm, vielleicht vom Priester, vielleicht von Gott. Der Priester selber ist ja in einer ähnlichen Rolle. Und am Schluss sind wir dann doch auch noch bei dem Vorbild angelangt, wo unser Dienen, das christliche Dienen, sehr weitgehend geprägt hat. Der Paulus, der hat gesagt, ein Diener Jesu Christi. Er hat natürlich gemeint, ein Diener in Freiheit und ein Diener für die Freiheit. Und er war nicht verkauft, sondern eben losgekauft. Und aus Dank hat er Gott ein Leben lang gedient. Aus Dank, wie es der Psalm 100 sagt. Neben dem Verständnis des Dienen gibt es ja dann noch das Motiv. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Und die Veränderung von unserem Motiv, die Reinigung von unserem Motiv, das ist ja die Heiligung. Darum heisst es ja, das Erbe der Heiligen im Licht. Im Gegensatz zu oben, also zum Verständnis, geht es jetzt hier um die Innenbeleuchtung. Zum Beispiel kann das Motiv sein, ich bin dazu berufen worden. Das ist mir ja selber auch so gegangen. Mit 14 hatte ich das Berufungserlebnis gehabt, für Pfarrer zu werden. Es ist dann wie ein höherer Wille und der Betreffende weiss, das ist jetzt einfach deine Aufgabe.
Es gibt auch dienen aus einer Empathie heraus, weil jemandem gedient worden ist, im guten Sinn, im aufbauenden Sinn. Möchte er das gerne weitergeben und kann das auch gut weitergeben, weil er schöpft irgendwie aus einem Reservoir. Es gibt auch dienen aus negativen Erlebnissen heraus. Man hat zum Beispiel gelitten und trifft später auf Leute, die selber an einem ähnlichen oder gleichen Leiden zu tragen haben. Und indem man ihnen dient, tut man sich selber etwas zu gut. Bei sich hat man es vielleicht nicht beheben, den Schaden, aber bei einem anderen kann man das tun. Und das gibt so wie eine Übertragung. Man möchte eigentlich sich selber sanieren, indem man anderen hilft. Oder man hat einfach einen grossen Minderwert und braucht ein bisschen Dankbarkeit und Anerkennung. Und beides ist eine missbräuchliche Form von Dienen, weil es geht letztlich um einen selber. An einem stolzen Gott dienen, wie kann man das? Wenn ein Magistrat oder ein Minister trifft in einer Gemeindeleitung, was passiert? Das sind zwei sehr verschiedene Positionen. Das ist ein krasser Unterschied. Ich habe das lernen kennen im Zusammenhang mit einer Beratung von einer Gemeinde. Zwei Gemeindeleiter waren. Der eine, neu dazugekommen, hat das Zepter an sich gerissen. Der Altbewährte hat ihm Zeit gelassen. Er hat ihm Chancen um Chancen gegeben, für dass er ein Verständnis entwickeln kann, um was es eigentlich geht. Am Schluss ist es zu einer Art Showdown zwischen diesen zwei Dienstverständnissen gekommen. Gemeinde, Gemeindeleitung, sie sind alle vor der Frage gestanden, was wollen wir eigentlich? Schlussendlich hat der Magistrat müssen gehen, der Minister ist geblieben, der Dienende ist geblieben. Ich habe gestaunt über die Geduld, die Türen von der Versöhnung bis zum Schluss offen zu behalten. Das hat der altgediente Gemeindeleiter gemacht. Bis zum bitteren Ende, und das war ein bitteres Ende, hat er ihm die Möglichkeit gegeben, doch noch zu verstehen, um was es hier geht. Er hat ihm fast einen goldigen Fallschirm angeboten. Der andere hat es aber nicht gecheckt. Und man kann sagen, zum Glück gibt es bei Gott immer noch Spielraum nach vorne. Spielraum nach vorne heisst bei Gott immer Spielraum nach unten. Weil wer sich nämlich erniedrigt, der wird dann nachher erhöht werden. Und schnell war mir auch klar gewesen, in der Schilderung von dieser Situation, wer kann das Herz oder die Herz von dieser Gemeinde erreichen. Das ist der, der sie aufbaut. Das ist der, der freie Hänge hat und an nichts selber festhalten muss. Und damit kommen wir zum eigentlichen Erbe, das wir haben. Weil wir erben ja genau das von Jesus Christus. Das ist unser Erbe. Die Frage ist jetzt, was hat das mit Licht zu tun? Ich habe in der letzten Zeit zweimal während meiner Morgenstille ein seltsames Erlebnis gehabt. Plötzlich ist alles von mir abgefallen, was mich so innerlich und nachhaltig wieder ein bisschen bedrückt. Sorgen, die ich habe, vergangenes Zeug, das ich aufarbeite. Und plötzlich stand ich einfach wie in einem leeren Raum. Er ist leer, aber er ist voll Licht. Das heisst, es hat dort nur Licht, es hat nichts anderes gehabt. Alles andere war fort. Ich konnte hinschauen, wo ich wollte. Innerlich habe ich einfach nur das Licht gesehen. Was soll ich mit dem anfangen? Ja, Gott ist Licht. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Der Heilige Geist ist das Licht. Das ist alles Abwesenheit von Finsternis, Abwesenheit von Sorge, Abwesenheit von Lasten. Es ist zwar nicht das Nirvana. Das Nirvana ist etwas anderes, das ist etwas Autistisches. Ein Mensch versinkt in sich selber, bis er keine Gefühle mehr hat, keine Beziehungen mehr muss pflegen muss. Er versinkt einfach in einem inneren, stillen Todsein. Auch begleitet von einem Licht. Ja, wir haben keinen Schmerz. Aber es ist nicht das, was Gott meint. Weil es heisst, in diesem Licht entsteht Dank, in diesem Licht entsteht Freude, in diesem Licht empfangen wir Frieden, in diesem Licht ist Freiheit. Und sofort habe ich gebetet, Herr, lass mir das nicht mehr abhanden kommen. Prägt das in mein ganzes Denken, in meine Vorstellung, in meine Erinnerungen ein, dass ich dort immer wieder anknüpfen und immer wieder in das zurückkommen kann.
Man kann nicht beides haben, man kann nicht beides tun. Du kannst nicht ein Magister sein und ein Ministry haben, wie man so sagt. Der Dienst an Gott, was ja auch wieder der Dienst von Gott ist, was zusammen ja der Gottesdienst ist, das fängt immer in diesem Licht an, wenn das Zeug alles abfällt. Vor ihm in Freiheit von aller Last, können zu stehen und können zu sein und nachher auch zu danken, wie es die Losung heute sagt. Das ist der Grundbaustein von jedem Dienst. Aus dem Licht von Gott fließt jeder echte Dienst. Licht ist alles, was wir aufnehmen und nachher alles, was wir weitergeben. Licht ist ja etwas, das immer weitergeht. Es wird ja auch zu Wort, es wird im richtigen Moment zur Tat und es bleibt dabei eben Licht. Gestern Abend habe ich mein Gilet abgezogen und ich habe noch gedacht, merkwürdig, ich hatte doch 2 Gilets gehabt. Hätte meine Frau das eine hier vom Ständer nebendran in die Wäsche da. Das wäre doch noch gar nicht nachher gewesen. Und als ich es abgezogen habe, habe ich gesehen, dass ich noch ein zweites Gilet anhabe. Ich habe es nicht gemerkt am Morgen in der Eile. 2 Gilets angelegt. Ein paar haben wahrscheinlich gegrinset, ein paar andere haben es gar nicht gemerkt. Jedenfalls hat mir es niemand gesagt. Und wenn jemand das sieht, hat er gedacht, wow, der muss auch kalt haben. Das war ein wüster Tag. Aber eben, wie gesagt, du brauchst nicht 2 Gilets zu tragen. Du kannst eigentlich auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.